Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Boah, ich habe jetzt nicht nur Kippepause gebraucht, irgendwie durch das ganze Setting und das ganze ubehaglich und so weiter, habe ich jetzt auch noch 2 Stücke Apfelkuchen gegessen. Und ich hoffe, das weckt wieder Glücksgefühle in mir, weil nie kann ich hier auch mal was Schönes haben. Dann kennt ihr ja schon von mir zu Genüge, gerade bei solchen Horrorspielen. Aber ich suche Masayari mal selber raus, ich Hansel. Computerlabor, Swimmingpool, okay. Irgendwas ist da jetzt angegangen. Ich glaube, das aufgegangen. Es müsste doch hier, ach, das gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. War das doch, glaube ich, auch das Zimmer, was aufgegangen ist. Und dann hat, ja, ich habe auch bei sowas irgendwie ein blödes Kurzzeitgedächtnis. Ich versuche mir dann immer schöne Gedanken zu machen. Und dann vergesse ich dann so Sachen oft. Aber ja, das ist halt das. Nachladen, okay, da ist nichts. Hier ist jetzt auch nichts Besonderes. Und den Jumpscare aus der letzten Episode, den habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Oh, ums Verrecken nicht. Sowas kann ich echt nicht gebrauchen, ohne Witz. Das hat jetzt wieder mein ganzes Alles ist in Ordnung Feeling zerstört. Na gut, wir laden wieder rein, weil in gruselige Gänge gehe ich ohne Nachladen nicht rein. Jetzt habe ich keine Batterie mehr im Sack. Boah, scheiße, jetzt muss es schnell gehen. So. Jetzt muss ich aber nochmal überlegen. Das war das Computerlabor, wo wir ursprünglich rausgekommen sind. Dann ist die der Aufgang, glaube ich. Zu dem Computerlabor. In dem ist aber wiederum nix. Nicht, dass ich irgendwas übersehe habe. Ich gucke lieber nochmal zur Vorsicht. Aber ich glaube, ich habe nix hier übersehe. Mülleimer ist nix, außer mein Brecherle mal wieder. Und was gibt's dann da noch? Ne, da hinten war nur das Fussellicht. Und im Fussellicht habe ich jetzt auch nichts gesehen. Boah, ich könnte Batterie gebrauchen, das wäre geil. Ansonsten, Moment. War das der Gang, der mal weitergehen muss? Oder soweit ich das weiß, oder? Das ist der Gang. Da ist verschlossen. Ja, da haben wir die Jessica getroffen. Hieß es, wir sind nicht allein, genau. Dann müssten wir wohl tatsächlich hier entlang weiter. Ich glaube, das ist dann der richtige Weg. Alter, wie der schnauft. Ich habe schon gedacht, boah, Mann, du Sautyp. Cut. Der brunst sich hier auch permanent, ey, der Kerl. Ich meine, ich kann es ja absolut nur vollziehen. Aber es ist nicht gerade besser für mein Wohlbefinden hier. Okay, dann sind wir hier wieder auf der anderen Seite. Da waren wir ja schon beim letzten Mal in der Schule, wenn ich mich richtig erinnere. Da sind die Toilette. Die habe ich ja auch schon in der letzten Episode noch genau untersucht und inspiziert. Da ist das Treppenhaus. Ins Treppenhaus kommen wir auch nicht rein. Nee. Alter, er hat doch auch so widerwärtig zu schnaufen, Mann. Ich hab's hackt. Okay. Da war die Tribüne, wo ich die Jessica getroffen habe. Wo sie gesagt hat, von wegen nicht allein und so. Und, ah, okay, du hätte ich reingemisst. Oder? Ne, von da aus komme ich dann wieder nur ins Schwimmbad runter, oder? Von da aus kommen wir wieder nur ins Schwimmbad. Ist das doch richtig? Ich kann es nicht sagen. Boah, ich will auch hier nicht... Gänsehaut. Oh, Gänsehaut. Oh, Gänsehaut. Boah, ich glaube, mir ist gerade eben das Jungfernhäutchen gerissen. Scheiße. Süngeli Düngeli. Wie sieht die Realität dazu aus? Speichert. Okay, die Realität sieht aus, dass wir wieder im Ketzerort sind. Bei der Mine im Blutträger. Oh, happy day. Oh, happy day.
Und I'm singing in the rain. Scheiße. Ja. Bei uns im Dorf, so schmücken wir doch auch die Palisade. Wundert mich, dass es immer so Glatzköpfe sind, jetzt mal ohne Witz. Boah, Mann. Scheiße, scheiße. Was sagt er jetzt? The mine entrance is usually on the top floor. Okay, er sagt nichts Neues mehr. Hätte mich interessiert, was wirklich mal wieder in der Zwischenzeit so abgegangen ist. Vor allem, weil der jo in der Schule auch immer so rumbummelt und bleibt da mal stehen, guckt sich mal was an. Also das hätte mich echt interessieren. Okay, du wirst wohl weitergehen. Hier gibt es nichts mehr von Interesse für uns. Na gut. Dann muss das wohl auch wieder sein. Okay, der Valkas Chris Reloaded ist da. Scheiße, okay, die haben irgend so ein fette Freak anscheinend hier bei der Heretiker, bei der Ketzer. Heretics, wie auch immer man sie nennen. Oh Gott. Die haben wohl irgend so ein fette Freak dabei. Oh Gott, und ich habe kaum noch Batterie. Wo ist der? Ich höre ihn ja auch nirgends. Ich glaube, der verfolgt uns einfach nur, aber macht noch nichts. Okay, dann nehmen wir gerade noch den Zettel ab. Kapitel 12. Und nun endlich aus dem Tempel der Lehre des Sullivan North, Diener der Wahrheit und gläubiger Zeuge, das Tor zum Paradies, der uns liebte und reinigte von unseren Sünden und unserem Blut. Gedenke, du bist gefallen und schuldest Buße. Blutig Werk steht bevor. Darum härte dein Herz und Hand schärfe die Klinge. Und wisse jene Dinge. Komm dem Antichrist zuvor, doch fürchte nicht, was du erleiden wirst. Fürchte nicht die Träume, die jenseits des Schlafes wandeln, die dich fesseln und foltern werden, die deine unbußfertigen Sünden aus den Verließen deines Geistes reißen. Und deine Fehler. Ah, scheiße, warte mal. Das machen wir doch lieber so. Zoom. So ist es besser. Und deine Fehler, selbst die jungfräulichen Ängste deiner frühen Jahre sollen dich heimsuchen und du sollst bluten und weinen und Reue zeigen. Denn die Sünden der Vergangenheit werden auferstehen, bevor es die Toten an den letzten Tagen tun. Und du bist schwach und hast alle Namen verweigert und in Zeiten der Versuchung zu lange gezögert. Die Luft wird schwer sein wie Heuschrecken und deinen Atem stoppen. Und du wirst überkommen werden von Beulen und Krankheit. Dein Körper sei Tempel und Heim der Seuche. Und dein Geschlecht wird welken und rotten wie Aas für die Geier. Und die Leichen auf dem Wasser liegen dicht an dicht und sind fest wie Land. Und der Tod ist eine offene Tür, die kein Mann schließen kann. Und die Engel hören deine Stimmen nicht. Und die Adern des lügenden Gottes im Himmel werden geöffnet und sein Blut falle wie Regen. Denn darf nichts leben, findet Gott Vollkommenheit nicht in seiner Vollkommenheit selbst. Ja, das ist mal wieder ganz reizendes Ding. Aber jetzt muss ich wirklich echt aufpassen, dass da nicht der Neo Chris Walker kommt. Ich will das Vieh, glaube ich, auch nie sehen. Aber ich befürchte, wir werden es sehen. Ich befürchte es wirklich, dass wir das Vieh sehen werden. Aber ich will es echt nicht. Ich will es nicht herausfordern. Ich will es nicht herausfordern, das scheiß Vieh zu sehen. Wir hören es ja auch noch ständig. Da können wir auch nicht drüber klettern, okay. Gott. Versteck dich. Zerletzt die Batterie. Probier es mal ganz vorsichtig. Gott, ich sehe auch hier wirklich nix. Und höre auch nix. Okay. Du bist blockiert. Die Geräusche machen es im
echt nicht leicht, würde ich sagen. Weil man denkt jedes Mal, man wird verfolgt. Es kommt irgendwann sofort die nächste Minute jemand. Es ist echt schlimm. Was ist denn das, auf was ich du die ganze Zeit knirsch? Das klingt wie Glas. Okay, da komme ich auch nicht durch. Verdammt nochmal. Da unten drunter finden die mich auch locker. Wenn es hart auf hart kommt. Ich weiß aber auch nicht, wo ich jetzt lang zu gehen habe. Was willst du von mir, Spiel? Ich weiß es mal wieder nicht. Was das... Oh, lecker, lecker, lecker. Ich weiß mal wieder nicht, was das Spiel von mir will. Und was passieren muss. Die Batterie geben auch wieder all. Das ist nicht so dolle grad. Verdammt nochmal, Spiel, was willst du von mir? Der ist blockiert. Bei der blockierte, der kann ich auch nichts machen. Hier kann ich mich nicht durchquetschen. Die Fenster hier sind nicht offen. Da komme ich auch nicht ins Depot rein. Nee. Da geht auch nichts, da ist blockiert. Mit irgendwas. Ich kann nicht sehen, was du blockiert. Aber durch komme ich an, gequetscht. Da ist sich der feine Herr auch zu gut. Da kommt er auch nicht durch. Da kann ich dir irgendwie auch nicht helfen, mein Lieber. Und du aber? Das Ding, das leuchtet an. Also normalerweise glimmt es auch, wenn ich interagiere kann. Das macht er auch nicht. Ich krieg allmählich Seitesteche vor lauter von dem letzten Zusammenzucker. In der Schule habe ich jetzt 8 Seitesteche gekriegt. Oh Mann, es wird echt nicht besser hier. Da unten drunter? Nee, da kann der sich auch nicht durchrobben. Da macht er auch nichts. Ja, gib dir doch mal wenigstens Mühe, Mann. Nee, da komme ich auch nicht hier. Das ist böse, das ist bitter. Das ist richtig bitter bös. Und ich höre auch nichts. So ein Mist, so ein elender Spiel. Was willst du wohl wieder von mir? Ja, Batterie, das war's dann. Ach, mehr Batterie habe ich nämlich Mine nicht mehr. entrance is usually on the top floor. Mein Entrance. Ja, ich mal rauskommen. Da weiß ich ja nicht, was uns so verfolgt. Und ich will es auch gar nicht wissen, um ehrlich zu sein, was uns so verfolgt. Da kommen wir auf jeden Fall auch nicht mit durch. Steht Sache. Mir bleibt nichts anderes übrig. Speichern und beenden. Mir bleibt einfach mal wieder nichts anderes übrig. Ansonsten habe ich hier nichts. Und ich will jetzt auch echt nicht ohne Batterie im Sack hier rumlaufen. Das wäre die Hölle. Oh Mann. Nee, manchmal weiß ich echt nicht, was das Spiel von mir will. The mine entrance is usually on the top floor. Okay, also Annie habe ich noch im Sack. Und ich weiß nicht, was ich zu machen habe. Ja, jetzt ist wieder irgendein Quatsch. Ist wieder was, kommt halt auch niemand. Von dem wir abhauen könnten. Und da ist auch nichts, nee. Das ist halt auch echt schwierig, wie ich finde. Da jetzt wieder rauszufinden, was das Spiel von ihm will. Der Modesto, das Ding nehme ich jetzt vorsichtshalber auch nochmal. Okay, das nimmt er gar nicht mehr auf. Ah ja, stimmt, das habe ich vergessen. Das habe ich ja automatisch, wenn ich schon mal Ammo gehabt habe. So komme ich denn raus. Hier war nur Schäm dich, Tonne. Das ist blockierte Schlachter war nicht Ei oder sonst was. Kann ich machen, was ich will. Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Klettern oder so kann ich da auch nicht, wie gesagt. Zum Interagieren habe ich hier auch nichts. Wo der hier geht. Moment. Das geht da entlang.
Dann müsste ich mich vielleicht hier durchquetschen. Kann das sein? Kann das sein? Nee. Auch nicht so wirklich. Darüber klettern geht auch nicht. Hin und wieder fällt man ein Eimer um. Nee. Da kann ich mich auch nicht drüber durchquetschen oder so. Das ist mal wieder schwierig, rauszufinden, was das Spiel von einem will. Probier es jetzt noch einmal. Hier. Das sah irgendwie ansatzweise noch was aus. Kann man das Ding da bewegen oder so? Wie sieht's denn da damit aus? Kann man das bewegen? Interagieren oder? Da können wir auch nichts damit schaffen. Da können wir uns auch nicht dran vorbeirobben oder irgendwie durchrobben oder so. Das ist auch nicht möglich. Es ist schwierig. Es ist echt verdammt schwierig, hier was zu finden. Da kann ich mich auch nicht hochrobben oder so. Nee, das geht nicht. Also unterm Tisch geht's auch nicht weiter. Mann, dass die sowas immer einstellen müssen in solche Spiele. Ich find's zwar schön, wenn man auch mal ein bisschen rätseln muss, aber das ist ja nicht wirklich per se Rätsel gelöst. Das ist ja einfach nur irgendwo reingeschmissen Woche und ja, probier halt dein Glück. Das bringt alles nichts. Ich wäre jetzt irgendwie noch eine Lösungssucher. Und wenn sich da nichts findet, dann mache ich das jetzt so lange nochmal als Neustart, bis ich was finde. Verstecken. Okay, das bringt ja nichts. Aber was verstecken? Das ist ja keiner da. Das knurrt hier hin und wieder nur mal. Wieder nur schäm dich, Tonner. Ja, wie? Was soll ich denn machen? Blockiert. Finde den Mineneingang. Ich sehe es kommen, dass ich jetzt hier noch 3 Minuten rumäumel, bis die Episode vorbei ist. Und nicht weiß, was ich in der Zeit zu machen habe. Es triggert ja auch nichts. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, als ob hier irgendwas groß triggern wird, wo ich dann weiß, oh, jetzt ist aber wieder Renne A gesagt und dann muss man wieder fort. Also so Passage, die hindern wirklich am Spielspaß. Das muss ich mal in klarer Form hier deutlich machen und kritisiere. Ich habe wirklich wenig zu kritisieren an einem Spiel und das ist schon selten. Wobei, bisher war ich eigentlich immer sehr gönnerhaft, muss ich auch sagen. Aber, ja, normalerweise findet sich ja immer irgendwas und ich finde, das Spiel ist an sich absolut großartig. Nur so Dinger, die machen halt wirklich keinen Spaß. Das hindert wirklich am Spaß von dem Spiel. Ansonsten ist hier eigentlich alles sehr, sehr gut gelöst worden, was die Notizen angeht, die man dann gemacht hat durch die Kameraaufnahme. Wobei er du halt auch ein bisschen mehr verzählen kennt, als man so einen Quatsch, den er dort babbelt. Das ist ausbaufähig. Aber ansonsten ist auch die Stimmung hervorragend. Gucken wir jetzt nochmal rein. Hallo? Klopf. Klopf. So. Hätte ich sagen können, dass im Loch da was ist. Und hier sehe ich jetzt halt auch nichts, womit ich großartig agieren könnte. Ja, aber ansonsten muss ich dem Spiel echt lassen. Es hat sehr gutes, extrem gutes Feeling. Und das Gruselfeeling kommt hier auch auf jeden Fall nicht zu kurz. Ach Mann, ach Mann. Ich weiß echt nicht, wie es weitergehen soll hier. Ich bin ratlos. Ich bin wirklich ratlos. Und, weiß nicht, was ich zu machen habe. Ach, du. Ah! Okay, do kann ich mich durchquetschen. Okay. Do kann ich mich durchquetschen. Ja. Okay, wunderbar. Dann machen wir jetzt nämlich Folgendes. Wir machen Speichern und Beenden. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Und, wir machen hier wieder Fortfahren. Nicht neues Spiel. Oh Gott, wenn ich jetzt meinen Speicherstand gecrashed hätte, wegen so einmal dumm verdrücke, das wäre es jetzt noch gewesen. Boah, dann hätte ich aber echt gekrischt und gekotzt gleichzeitig. Ah, Mann. Na gut. So. Dann haben wir geguckt. Jetzt machen wir Folgendes. Wir wissen jetzt, was Sache ist. Wir wissen jetzt, wie es aussieht.
Wir wissen, dass wir dort durchzukriechen haben. Deswegen machen wir jetzt das hier. Wir angeln uns die Batterie. Hä? Batterie ist nicht dabei. The mine entrance is usually on the top floor. Ach, er hat sie schon. Okay. Wir angeln uns nicht die Batterie. Die haben wir nämlich schon. Sondern ich sage hier, liebe Leute, an der Stelle mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Eiern. Yankee.